Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Leef Leid heit zu Knaposchen an der Kirch, alle alle Gur, die da iwwer Medien mat deis verbunden sind. Wir wollen op diesem Sonntag dem Herrgott begegnen an eiser Massai, as engem Wut Vaterneis schenkt, an as engem Brot Vaterneis bricht. D'Europa los meis lo 4 bereden, an dems ma Verzeihung frohen, wir sind Schuld. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, es ist deine Gabe und dein Werk, wenn das gläubige Volk dir würdig und aufrichtig dient. Nimm alles von uns, was uns auf dem Weg zu dir aufhält,
damit wir ungehindert der Freude entgegeneilen, die du uns verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk: Wenn du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, indem du auf alle seine Gesetze und Gebote, auf die ich dich verpflichte, dein ganzes Leben lang achtest, du, dein Sohn und dein Enkel, wirst du lange leben. Deshalb, Israel, sollst du hören und darauf achten. Alles, was der Herr, unser Gott, mir gesagt hat, zu halten, damit es dir gut geht und dir so unermesslich zahlreich werdet, wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem Land, wo Milch und Honig fließen. Höre, Israel, Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm, und ihm mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Heiert mich, lief Leid. Das ist wichtig. Heiernst du Frieden dat, weil ihr nicht sicher ist, ob das Mikro gut funktioniert. Okay, die könnt mich hören, Technik funktioniert. Aber sie noch ihre Ohren richtig angestellt. Könnt ihr auch richtig no lauschen. Das ist eigentlich die mehr wichtig froh. Heiernst du schwätzt den Nanner, et heiert den Hirn auch. Mit lauscht die gut nicht no. Et denkt den losen Tuten. Das kennt ihr bestimmt auch. Ihn erzählt irgendetwas und et lauscht die gut nicht richtig no oder nimmen so half mit engem Ohr. Aus Versinn oder mit Absicht oder weil ihn aufgelenkt ist, vielleicht etwas anderes denken muss. Blöd ist es, wenn ihr wirklich etwas Wichtiges so wollt, an den, für den es bestimmt ist, lauscht das nicht no, hat dauren noch gut nicht drauf geriecht. Lauscht der Israel, hecht es gleich zweimal haut an eise Sondestexter. Der Bibeltext ist aber damit nicht zufrieden. Nimmen no lauschen geht nicht durch. Dat, was ihr seht, muss auch am Herz kommen. Wenn ihr etwas seiert, aber sich nicht dafür interessiert, so ma jo gern, geht die eine Seite ran, an die andere Seite raus. Das soll nicht passieren. Mit ganzer Seele, a ganzem Herz soll man Gottes Gebot abholen. Das Gebot muss an Herz. Der Glauben will vom Ohr an Herz wandern. Gott ger hun, dorums gehtet, leifren. Mir dat lässt sich leicht soen, Gott ger hun. Aber wie funktioniert dat? Dass ihn dat nicht nimmer seht, dass ihn dat nicht nimmer heiert, wie das dadurch an Herz irrer geht. Nicht nimmer für sich hier posaunen, mehr Fleisch a Blut iwwergoe lassen, aber besonders et konkret gehen lassen. Lesung aus dem Alten Testament das ganz kurz. An Dach greift sie eigentlich 3 wichtige Themen op. Lauschteren als Grundhaltung vom Glauben. Ger hun leeft also als Antwort op dat, was den Herren a gelauschter tut. An drittens, Liewen als Konsequenz von der leeft. Lauschteren, ger hun, liewen. Ganz konkret. Lauschteren, ger hun, liewen. Leef mat Christen am Buch Deuteronomium, aus dem Lesung heieren hun, ginn alt Geboter, die Gott dem Volk Israel ginn huet, nach en Keier ze Summe gefasst, an nei erzielt. Gottes Leeft an, nächste Leeft stehen am Fokus. Weil sie geheieren ze Summen. Wie den Herrgott ger huet, huet doch den andere Mensch niewe nun ger, weil den as geneso wie ich erkannt von Gott. Auch der Jesus gesagt die 2 an Zusammenhang. Hier steht an der Tradition vom Alten Testament, der Zeit für und him, wo schon beid Gebote bekannt und wichtig waren. Gebot von der Gottes leeft. Lauscht der Israel, Schema Israel, gehört für die gläubige Jud zum täglichen Gebet an Glaubensbekenntnis. Mit dem Gebet ob de Lüpsen sind gläubige Juden an Gaskummeren von de KZer von den Nazien gangen. Zum Bekenntnis zu Gott gehört aber dann auch der karitativen Ersatz für Menschen am Rand von der Gesellschaft dazu. Zu allen Zeiten goufen et erginnet Menschen, die mal dem engen, mal dem anderen von denen 2 Geboter Präferenz gin hun, an domat e méie großen Stellewert. Heitigt Christentum geht primär aus seinem sozialen Nutzen an aus seiner gesellschaftlicher Relevanz bemoos. Karitativ an diakonisch Institutionen sind aber kaum noch an der Lage, das genuin christlich zu vermitteln, weil das für viele Mitarbeiter nicht mehr gelieft wird. Von einer geordneter Nächste lebt, die manchmal bis zum sich selber abgehen für den Nächsten gehen kann, der Link, die Verbindung machen mit der Gottes lebt, geht kaum nach innerhol. Wodurch heians do zurückfällt auf die Qualität von der Nächste lebt selber.
Lief alle Gur, eng vun den häufigste Frohen, die sich an vielen anderen Frohen a Präoccupationune verstoppt, as vor no engem Liewen dat reüssiert, e Liewen dat gelingt, dat geleckt. Jongkleit, die nach alles vor sich hun, tickene so, was sie het Liewe plangen, Stichwort Lebensplanung. Mënschen, die an der Lebensmit sinn, gucken dacks op hier Lebensphasen zreck, as sich no enger neier Orientierung. An der letzter Lebensphase as doft froh bestimmend, ob dat alles war, wat Liewe mat sich brucht huet, wer den draus gemerk huet, a werdet nachbringe werd. Glewig Mënschen stellen sich dann auch nach froh no dem ewigen Liewen, dat heescht wat du no könnt. Alle gemeinsam aus de Wunsch, en erfüllt, a reüssiert Liewen zu hunn, e gelungend Liewen. Gelungen, net gelungen. Denn wat op froh gelungene Liewen lässt sich fir eis Christen ze Summe fassen an dem enge Wort leeft. Leeft vor Gott, die eis geschenkt gëtt a befliegelt. Nief der leeft vor Mënschen, die eis geschenkt gëtt an noch befliegelt. An dann natürlich am Keierschluss leeft, die mir bereet sinn, ze ginn, selber ze schenken. Gebot vun der Gottesleeft geht davon aus, Gott as die absolut leeft, weil hier de Mönch bedingungslos gär huet. Dufir as hier net der Wert, dass auch mir hier absolut gär hun. Das leeft iwwer fordert net, weil Gott vom Mönch neicht Unmögliches verlangt. Ihr wollt nimmen, dass de Mönch hier an die anderen Mönchen mat seine Fähigkeiten und Möglichkeiten, die krit huet, gär huet. An des Fähigkeiten und Möglichkeiten ersetzt, ausleeft zu Gott, an zu den Matmenschen. Dat verlangt vom Mönch neicht Außergewöhnliches. Mir geschieht an der Gewöhnlichkeit vom Alldach. Liewen leef alle Gur mischt viel Angeboter, Offeren, die Halt an Orientierung versprechen. Viel von ihnen erweisen sich aber häufig als untauglich. Kurzvergnügungen, schnellliewig Befriedigungen oder banal flüchtig Glücksmomente machen lächerlich nimmen Liewenssaat, Liewensmit, bringen aber keine Erfüllung. Wen sich Gott festhält, ihm treu hält, als enger Liewensentschädung, am Gebiet, am Anhalen von den Geboten, der lieft nicht überflächlich. Die kann Liewen auskosten, genießen als enger ganzer Deft und als engem ganzen Umfang. An emol dat ewig Liewen kreen. Wir können sogar schon am oberen Of vom jetzigen Liewen erfuhren, den Herr als mein Liewen. Der richtige Schritt hat der genialen Renaissance-Künstler Michelangelo gemacht. An engem Gespräch sollten gif mat singen 86 Joer drop hoffen, geschwun vor Gott heimgerufen zu gehen. Do fried sein Interlokuteur hien op en der Liewens mit wie. An de Michelangelo antwort kurz abündig: Nee, eben net. Ich sinn liewenshungerig. Liewenshungerig. Leif Brüder, Schwestern, dem Volk Israel gëtt an eiser Lesung versprach, et gif lang Liewen, wann et Geboter a Vierschriften vom Herr ging Urchten an aus ganzem Herz umsetzen an doraus Liewen. Lang Liewen gouf a biblischen Zeiten ugeguckt als eng besonnech Genot vun Gott. Ewig Liewen aber, die gräste Genot, gedeist durch Jesus Christus geschenkt, wann man aus ganzem Herz, aus ganzer Seel, mat ganzem Denken, a mat ganzer Kraft, Gott gär hun, an eise Nächsten wie eis selber. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters,
Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Voll Vertrauen bringen wir lo als Gebirde an Ulleis vierenden Herrgott, die nicht immer gut mit Eis mengt. Für die Kirche, dass sie es fertig bringt, Zeichen zu sehen vom döble Gebot von der Gotteslebt an der nächste Lebt. Dafür bitte mir, Herrgott, hör eis. Für die Armen, die mir vergessen, und für die Kranken, die mir nicht besichern gehen, dass mir aber an sie denken. Dafür bitte mir, Herrgott, hör eis. Für die, die sich von Hass und Gewalt leiden lassen, dass das Leben zu den Menschen kennenlernen. Dafür bitte mir, Herrgott, hör eis. Für eis Paar, dass sie eine Gemeinschaft gibt, wo in Hölle auf verstehste mich kann fannen. Dafür bitte mir, Herrgott, hör eis. Für eis Verstorben und die mir an diesen Tag denken, an dem wir Kirfisch besichern, dass ihnen ewig Leben geschenkt wird. Dafür bitte mir, Herrgott, hör eis. Herrgott, du willst das Best für all den Kanner, erhöhe eist Gebet durch Christus eisen Herr. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zu der ganzen Welt. Heiliger Gott, diese Gabe werde zum reinen Opfer, das deinen Namen groß macht unter den Völkern. Für uns aber werde sie zum Sakrament, das uns die Fülle deines Erbarmens schenkt. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr.
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und deine Gnade zu rühmen. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen Sohn als Erlöser gesandt hast. Er ist uns Menschen gleich geworden in allem außer der Sünde, damit du in uns lieben kannst, was du in deinem eigenen Sohn geliebt hast. Durch den Ungehorsam der Sünde haben wir deinen Bund gebrochen. Durch den Gehorsam deines Sohnes hast du ihn erneuert. Darum preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus
unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir feiern das Mass für Vikian Albert Turmes Serres, für die Familie Antoni Schon a Schmidt, Mass für Alice am Nickel Berscheid Dömer, für Gretchen am Misch Heinen Becker, Mass für Jenny Kaipes a Familie, Mass für die Familie Schmitz Majerus a Lippertz Hohen, Stiftung verstorbener Wohltäter von der Perch. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Herr, du zeigst mir den Pfad zum Leben, vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle. Der Leib Christi.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Lass deine Kraft in uns wirken, damit wir fähig werden, die ewigen Güter zu empfangen, die uns in diesen Gaben verheißen sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
mir und d'Eucharistie gefeiert mat der christlicher Gemeinschaft zu Knaphauschend. De nächste Sonntag, Fest vom Heilige Willibrucht, iwwer dromat Pontifikal Mass aus der Basilika von Irchternach, und zwar op alle Kanäle im 10:30. Im 10:30. Ich wünsche euch all besinnlich aller Heilige, a gi dummer Mikro zurück an den Staat.